Ja, liebe Lü, wie morgen wieder einmal plattischen Fair-Talk, wie sind ob die Fair zwischen Bremerhaven und Nordenham. Und wir habt uns nochmal René Schack inladen. Das hat einen ganz anderen Grund. René Schack kann nicht bloß Theater, Regie führen, er kann auch selbst Theater spielen. Hätte das letzte Mal, wenn ihr die Sendung habt, hätte das vertellt. René Schack ut Oldenburg, er spielt. Und das hätte in der Wesermarsch morgen die Lützow-Geschichte. René, herzlich willkommen an Bord. Vertellen beten was über die Lützow-Geschichte. Ja, moin, erstmal. Ja, also die Lützow-Geschichte ist eine Geschichte über einen Zoowärter, der morgens durch seinen Zoo geht und dann die Tiere aufweckt, pflegt, mit ihnen umgeht und sie abends dann wieder zu Bett bringt. Eigentlich eine ganz einfache, sehr einfach konstruierte Geschichte und mehr ist das nicht. Dauert ungefähr 50 Minuten und ich spiele alles. Also ich spiele den Zoowärter, ich spiele die Tiere, ich wollte das jetzt fragen. Also wie viel verschiedene Theater sind dabei? Da sind dabei 12 Theater. 12? Ja. Kannst du die auf Plattisch abtellen, die verschiedenen? Nee, das kann ich nicht. Nee, leider nicht. Bei mir ist es halt so, ich musste das Plattdeutsch lernen. Also ich habe so passiv Plattdeutsch gelernt. Also ich habe zwar früher immer viel die Sendung Hör mal Beden Toe gehört und so bin in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, in Geesthacht. Habe also so ein bisschen das Hamburger Platt so gelernt. Aber Schnacken ist halt leider nicht so. Dann Gott wieder mal durch. Wer spielt mit? Ich überträge das dann in Plattdeutsch. Ja, also da ist da der Zoowärter, Giuseppe, ne? Dann ist da Alfredo, der Elefant. Elefant. Ja, dann ist da der Affe, ne? Das ist der Ob, ja. Der Ob. Und dann ist da ein Hund. Ein Hund. Ja, und dann das ist der Hund vom Chef, ne? So ein verwöhnter Köter. Und dann ist da eine Giraffe, dann ist da ein Papagei, dann ist da ein Seehund, ein Pinguin. Ja. Also die Gier-Ob, das ist dann nochmal ein interessant plattisches Wort. Ja. Gut, du spielst das aber auf Hochdeutsch, auf Plattisch und auch andere Sprachen noch? Ja, ich heft das, also das Stück spiele ich seit 93 und ich wäre da eingeladen in Mexiko, ich heft das in Frankreich, in Italien und in Südkorea gespielt auch. Und das ist noch gar nicht lang her, hast du das auf Plattisch in der Wesermarsch gespielt. Ja, genau. Wo hast du das in der Wesermarsch gespielt? Also ich habe das in Nordenham gespielt, Budjading, Morim zum Beispiel. Und das wäre so schön. Ich wäre vorher so ein bisschen skeptisch, die Cornelia Ehlers hat das übersetzt, aber das war so toll. Also vor allen Dingen zum Beispiel im Morim. Und danach haben die Kinder mir ein plattdeutsches Lied vorgesungen. Und das, was sehr interessant war, fand ich, als ich das in Nordenham gespielt habe, da war das so wirklich, dass die Kinder während des Stückes Plattdeutsch gelernt haben. Weil ich immer wieder die Sätze wiederholt habe, dass ich gesagt habe, so, das ist de Tun. Und die, hä? De Tun, ne? Tun, Zaun, Tun. Ah, und die Dirten, hä? Versteht die? Die Dirten. So, und dann haben die dabei Plattdeutsch gelernt und so Stück für Stück, ne? So Stück für Stück. Und du hast das Gefühl, das hat nicht bloß die, sondern auch die Kinder viel Spaß gemacht, das Plattdeutsch zu lernen. Ja, das ist so toll in dem Moment, dass das so interaktiv miteinander ist, mit den Kindern ist, mit mir ist und das, ist auch meine Art Spiel, ist so wie eigentlich ein Erzähler, wie früher die Jäger losgezogen sind und gesagt haben, so, ich bin auf der Jagd, ich jage jetzt und spielen da ja dabei, während sie von ihrer Jagd erzählen. Und bei mir ist es natürlich so, ich bin jetzt nicht auf der Jagd, sondern ich erzähle eine Geschichte und spiele diese Tiere dabei. Und bei den Menschen entsteht es nicht nur, also die Älteren werden zu Kindern und die Kinder werden zu Erwachsenen, ist es so, dass sie, ich fühle mich so eine alte archaischer Geschichtenerzähler und das auf Platt ist natürlich wunderbar. Mhm. Gut, also du hast all die Norms von den Schulen nimmt, wo du wen bist, also in Nordenham,
in Budjading, in Buhauf bist du wenn, in Morim bist du wenn. Genau. Ich glaube, du wärst auch in Ganswen, in der Gemeinde Berne noch. Ja, ne? Berne, ja, genau. auch noch, ja. Also da fehlt noch Bannigfeld, Grundschulen, also da ist noch Luft nach oben. Ja, also wir beiden wird uns zusammen bemühen, vielleicht auch die anderen Schulen nochmal in Boote holen, damit die dann auch das Vergnügen haben. Denn das ist wirklich ein großes Vergnügen, die Toto kriegen mit dieser Rolle. Ja, danke schön. Du bist nicht bloß ein golden Schauspieler, sondern die eine Slapsticks, die eine Pantomime, das ist das, was da hört. Ne? Ja, das ist so, ich habe in Paris gelernt bei Marcel Marceau und habe sehr, sehr lange Tiere beobachtet. Also und dann immer wieder entsprechend Lehrer gefragt und bin auch viel in Zoo gewesen und habe über Affen über mehrere Jahre beobachtet und auch mich erkundigt bei Menschen, die das professionell ganz viel machen und auch in den Filmen arbeiten und weil das ist ja nicht nur so, dass du die Tiere imitierst, sondern du musst sie ja auch gedanklich verstehen. Und das habe ich versucht. Und meine Note, die ich in die Tiere hineingegeben habe, man sagt ja immer bei Menschen, du siehst aus wie so ein Eichhörnchen, du siehst aus wie eine Giraffe oder so. Und ich habe es umgekehrt gemacht. Ich habe in die Tiere Menschen reingelegt. Also in den Affen, der ist ein bisschen so wie so ein übergriffiger Obdachloser. Die Robbe ist wie ein kleines Kind. Ja, und Pinguin wie so ein edler Typ. Und die Giraffe ist eher eine feine Dame, die mit den Augen blinkert. Ne? Und das merkt man dahinter, ja. Gut, wir wollen nicht bloß die eine Theorie hören und das uns ankicken. Ich glaube, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Du spielst jetzt in der zweiten Hälfte von uns Fair Talk einfach mal so die ein oder andere Rolle. Ja. Brauchst du ein bisschen was dafür oder geht das ganz fix? Das geht ganz fix, also weil auch in dem Stück gibt es gar nicht viel Requisiten, also ganz wenig. So erkläre ich den Kindern das auch immer. Ich sage, das ist wie ihr zu Hause spielt. Ihr nehmt einen Stift und einen anderen Stift und sagt, und ihr verheiratet die. Oh, ne? So, dann ist das so. Oder es wird eine Rakete aus dem Stift. Und so spiele ich auch. Ich setze mir eigentlich nur eine Motorradhaube auf. So, und das ist alles. Und dann fange ich an zu spielen. Hab so eine Banane dabei, ne? Aus Schaumstoff und damit spiele ich dann. Und dann bin ich dann ein Affe. Und jetzt? Ja, fange an. Ja, gut. Ja, so oder so ähnlich. Ja. So geht hat dann los. Ja, hätt Appetit mogt, nicht bloß ob die Bananen, die du. Hätt Appetit mogt ob das Stück und wir sollen das einfach noch mal probieren, wie beide. Ja. Ich als Plattisch Beauftragte und du als Schauspieler und Regisseur und Pantomime und was das also gibt. Und dann kick wir mal, ob die anderen Grundschulen nicht vielleicht auch Konzept. Ja, vielleicht ist das so, liebe Lü, dass wie, ob das so Ort und wie es einen beten Appetit mogt hat, ob die Lotso-Geschichte von und mit René Schack und Ollenburg. Ich sag nochmal schönen Dank, dass du an Bord bist. Ja. Wir haben Glück gehabt mit das Wehr. Ja. Das hat nicht geregnet, immer noch nicht. Und ist ein bisschen kalt werden, aber wir haben ja durch die Arbeit, dann sind wir dabei auch warm geworden. Ja. Ja, ich sag schönen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Mit andermal, dass wir mal einen plattischen Fair Talk von dem Fair zwischen Bremerhaven und Nordenham. Und wir sind jetzt gleich, weil in Nordenham ankommen.